Ich erzähle jetzt das Märchen vom Hansi Öpfelkern. Das kommt aus Amerika und ist so eine Einwanderungslegende. Und das ist so, das hier ist also der Hansi Öpfelkern und der hat diesen Namen bekommen, weil er von ganz klein an hat er immer Äpfelkernchen gesammelt. Er hat Äpfel gern und hat Äpfelkernchen gesammelt. Und dann hat er zur Mutter gesagt: «Mutter, tust du mir ein Säckchen nähen, dass ich die sammeln kann?» Dann hat sie gesagt: «Ja, das mache ich.» Und dann hat sie ihm so ein kleines gemacht und er hat weiter gesammelt und dann hat er ein grosses bekommen und am Schluss, als er bald erwachsen war, hat er so ein grosses bekommen. Man hört gerade noch, wie die Äpfelkernchen da drinnen kruscheln. Sie haben am Hansli Äpfelkern gesagt, weil er eben gern die gesammelt hat. Und jetzt ist eben das Lustige, er hat gern wie ein Hampelmann so Beine rausgehauen und gumpet und «Juhu, meine Äpfel, juhu, die habe ich gern, Kernchen habe ich gern, juhu, das habe ich gern.» Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist so wie ein Hampelmann. Aber wenn man einen Äpfel mitten abeinander schneidet, hat der innen noch immer ein Äpfelkernchen Hans, ein Äpfelkernchen Hans, der gerade die Beine auseinander hat, die Arme auseinander hat und den Kopf. Sieht man das? Das könnt ihr jetzt bei jedem Äpfel, wenn man jetzt mit verschneidet, schauen. Also in jedem ist so ein Äpfelhansi drin. Äpfelhansli, Äpfelkern. Und dann, als der gross war, hat er gesagt zur Mutter: «Mutter, los jetzt will ich fortgehen von dir. Ich will wandern und ich will Äpfel säen.» Und dann hat sie ihm Adieu gesagt, sie hat ihm das grosse Säckchen genäht und sie hat ihn umarmt und hat gesagt: «Gell, du passest dir auf, wenn du so weit wegreist.» Und er ist in Amerika von einem Meer zum anderen gelaufen. Er hat also manches Jahr hat er das Säckchen, das grosse, dabei gehabt und dann hat er immer wieder, alle paar Kilometer, hat er Äpfelkernchen gesagt. Und er hat gesagt und gesagt und gesagt und ist durch ganz Amerika gelaufen. Und plötzlich eines Tages, als er bald fertig alle Brauch hatte, ist er gerade ans Meer gekommen und dann musste er wieder zurückgehen. Und dann ist er aber bei dem Bauer, wo er war, ist er noch ein Jahr lang geblieben. Und als er angefangen zurückzulaufen, haben die ersten Kernchen gerade wie ein kleiner Finger ausgesehen. Und die zweiten Kernchen haben schon wie ein Mittelfinger ausgesehen und die dritten haben schon wie einen langen Finger ausgesehen und die waren schon so dick mit einem Stämmchen wie der Daumen. Und beim Zurücklaufen, wie mehr als er gelaufen ist, wie höher sind die geworden. Also es hat Bäume gegeben, die waren schon wie vom Ellbogen bis zur Hang. Und zuletzt waren sie so gross wie er. Und dann sind sie noch grösser geworden. Und als er also nach ein paar Jahren wieder daheim gekommen ist ihm die Mutter entgegengerufen und hat gerufen: «Äpfelhänsli, Kernli, Hansli, Äpfelhänsli.» «Komm, ich wollte dich gerade umarmen. Schau, von deinem Äpfelbaum ist der erste Äpfel gerade schon habe ich ablesen. Der erste Äpfel ist schon da.» Und er hatte Freude gehabt und hat sich gefreut, der Hansli Öpfelkern. Das ist die Geschichte von diesen Äpfelbäumen, von den Kernchen. Und das Interessante ist, das ist für euch auch interessant, also in so einem kleinen Kernchen ist das ganze Programm von einem Baum drin. Der Kern weiss, wie er Wurzeln machen muss, Stamm machen, Äste machen und nachher die Blüten machen und dann am Schluss Äpfel machen. Das ist doch ein kleines Wunder, was da drinnen alles war. Darum hat der Hansli Öpfelkern so Freude daran.